Voilà. Guten Mittag alle guten Madame Minister von der Umwelt, dem Klima und nachhaltiger Entwicklung. Am Namen von der Direktion, repräsentiert durch den Direktor Frank Versand, den Member vom Büro, dem Komitee und unserer Belegschaft, ich ihr herzlich willkommen heute zu Kirch am ACS. Vëllewer den Präsident vum Syndikat den Tom Jungen entschëllegen, weil en leider haut net kann dabei sinn. Gi ganz kurz op den Syndikat des EU du Süd an. Gegrünnt gouf den ACS den 8. Juni 1908 vun 11 Südgemengen. De Sitei zu Kirch gouf 1911 a Präsenz vun der demoliger Großherzogin Marie Adelaide feierlich opgemacht. Haut besteht dem Syndikat aus 22 Gemengen a versucht eng 230.000 Leiit alldach mat properem Trinkwasser, wat rund ein Drittel vun eisen Awohner zu Lützeburg ausmischt. De Rolle vum ACS ass fir d Wasser Basingen vun de Membergemengen a verschieden Industrien mat Wasser zu belieferen. D'Aufgabe vum ACS besteht dranner fir d'Schaffung, den Entretien an d'Erneuerung vu Quellefassungen, Pëtzen, Pumpelstationen und so weiter zu entwickeln, a fir d'Wasseroperedung vun enger einwandfreier Qualität ze suchen. Den Reso huet im Moment eng Längt vun aktuell 213 Kilometer Leitung. Zunächst der Merci fir d Nolächtren, a gin huet dann mat der Minister weitergin. Merci an ganz herzlichen Mitten auch von meiner Seite sowohl dem ACS, den Solevers als heute empfangen, wie aber auch dem Maderbeter vom Ministerverwaltungen, aber auch vom ACS selber, mit denen wir 20 Jahre wirklich gut zusammen schaffen. Sie machen hier ein ganz fabelhaft Arbeit am Sinn vom Wasserschutz. Erlaubt mal kurz am Kader Weltwasserdach auf Thema von heute anzugehen, was für euch vielleicht ganz normal schenkt. Dass wir den Grund machen, dass wir das Wasser dürfen trinken und dass auch das Wasser, was du noch übrig ist, verknascht ist, dass das gewürzt wird, das auf andere Plätze an der Welt sicherlich nicht der Fall. Und das ist eben noch hautnah so, dass über 2 Milliarden Leute keinen Zugang zu proprem Trinkwasser oder zum Assainissement von Wasser haben. Und dafür hat den UN-Tag, den es 1993 gibt, also schon ein ganz aber zu Jahren auch haut nach seinen Wichtigkeiten. Dafür bin ich froh, dass auch Vertreter von der Presse hier sind, für über die wertvolle Ressource Wasser zu schwätzen. Das Wasser, das muss man dafür kann man an der Hinsicht, wo man noch ganz große Inegalitäten mengen, das Recht als Mensch hat den Recht Zugang vom Wasser. An der Optik gouf da ja auch die neue EU-Direktiv vom Trinkwasser geschrieben, für das wirklich zu garantieren. Es ist immer noch ein Ziel bis 2030, dass jeder Access zu proprem Wasser kriegt. Das gesehen auch an den Nachhaltigkeitszielen der Agenda 2030, dass wir das wollen erreichen. Ein Thema von diesem Jahr, das ist den verborgenen Reichtum, also das heißt, das, was man nicht gesehen, sichtbar zu machen ist, Grundwasser, was doch heute zu Lützeburg eine ganz wichtige Rolle spielt. Ein Tresor caché, also der verborgene Reichtum heute zu Lützeburg, wo man so dass Grundwasser plus oder minus, das hängt ein bisschen von der Periode auf, 55%
von unserem Trinkwasser ausmacht, mischt 45% könnt aus dem Stausee, der das im Moment das einzige Oberflächegewässer, das wir heute zu Lützeburg exploitieren, kann aber auch sehen, je nachdem, wie ein Jahr nicht sehen, dass ein bisschen mehr vom Stausee könnte, dass man einfach so enthalten könnt vom Stausee enthalten von dem, was wir heute zu Lützeburg trinken, das könnt aus den Quellen. Aus dem Grundwasserreservoir. Ich will auch ganz kurz einmal sagen, schon am Anfang, wenn man viel von Trinkwasser schätzen, so muss man es einfach bewusst sein, dass Wasser ein Kreislauf ist, dass man Wasser müssen als ganz gesehen und dafür ist es eben noch wichtig, dass man nicht nur Trinkwasser gucken, sondern dass eben, wenn man proper Trinkwasser suchen, dann suchen wir auch für ein gut oder eine bessere Qualität von unserem Gewässer erbauen. Kommen wir ja nur noch drauf zurück. Am Bereich vom Trinkwasser, was ja wirklich ohne Trinkwasser keine Entwicklung. Kein Leben für uns selber, wenn wir nur ganz egoistisch denken, wir haben auch für als Gesellschaft keine ökonomische Entwicklung und dafür ist es immens wichtig, dass wir dort Reserven auf der einen Seite protegieren, dass wir an sich auf 3 Pilier schaffen. Den ersten Pilier als der Schutz vom Wasser, also zu Lützeburg auch eine Wasserschutzkultur aufbauen. Das haben wir an den letzten Jahren gemacht, an dem wir Trinkwasserquellen ausgewiesen haben und mit allen Akteuren, mit den Gemengesyndikaten NRW wären, für das proaktiv umzugehen. Dann den zweiten Volley ist sicherlich, wie dass man auf der Wasser schädlich, wie dass man nicht unendlich viel Wasser zur Verfügung haben, muss man natürlich auch Wasser spuren und dafür haben wir auch ganz aktiv eine Wasserspurstrategie und zwar wirklich für alle Einzelarbeitsbereiche geschaut. An den dritten Volley also eben dauerhaft Aufsicherung, weil wir einfach merken, dass der Wachstum von unserer Population groß ist, aber auch den Druck wollen auch können als ökonomisch entwickeln und dafür gucken wir auch nur neuen Sourcen für Wasser, unter anderem eben Feasibilität, ob wir auch können Musel bereden. Und dann schwätzen wir natürlich noch von einem externen Druck, mir auf der einen Seite einen demografischen Druck, einen ökonomischen Druck, über den habe ich just schon geschwärzt. Und dann haben wir aber noch etwas Drittes, was auch Qualität, weil das die Aufgabe nicht mehr einfach möchte. Sowohl an der Menge von Wasser, was wir als Trinkwasser oder als Wasser gebrauchen, wie aber auch was Qualität von den Gewässern angeht, das Klimakrise. Das haut schon so, dass wir wirklich spüren, dass es an den letzten Jahren mit Drischen gouf. Wir hatten ja, wo man ein bisschen mehr normal hatte, mit Jahren für drin, waren extrem Drischen. Und zusätzlich also so die Quantität von Rehwert war dieselbe, mehr als Grundwasser konnte sich nicht so gut Quelle konnten sich nicht so gut abfüllen, weil eben zum falschen Zeitpunkt dann eben Regen gefallen ist, den da ganz von der Vegetation sagt gouf, aber dann trotzdem Susi hun, das macht nicht genug auf Dauer Wasser hun. Und dafür sind die 3 Pilien von größter Wichtigkeit, dass man wirklich auf Dauer Trinkwasserbelieferung von Lützeburg können assurieren. Es sind noch die 3 Pilien, die man immer wiederholen, die einfach eminent wichtig sind, die aber auch wichtig sind insgesamt für außerdem auch am Bereich von Ökologie weiter zu schaffen. Nun ging es weitergehen und als Experten, die am Raum sind, das der Frank Verson und Magali Bernard, die werden durch den technischen Teil feiern ihre Standardeinkehr für politische Remarken zurückkommen. Schwenken das echt auf meinem Blatt, das müsste Magali Bernard sein, und dann ging es auch über die. Ich bin Magali Bernard, Hydrogeolog an der Wasserverwaltung. Und für unser Grundwasser zu schützen, müssen wir für dich verstehen, wo das Grundwasser herkommt. Und Grundwasser kommt von einem Teil vom Rhein, der fällt an den Boden.
Und das ist ein Teil, der ist nicht benutzen vom Wasser, vom Pflanzen, und der evaporiert sich nicht, die kann versickern an ein Teil, wo alle Poren, Fissuren, sie voll mit Wasser. Mehr wie 50% von unserem Grundwasser, wie Madame Minister hat gesagt, können von unserem Grundwasserressourcen. Das Grundwasser wird mit Hilfe von Trinkwasserfassungen gefasst und geschützt. Die Grundwasserressourcen sind gefasst durch verschiedene Grundwasserfassungen, das wir werden gesehen. Andere noch, sie sind stockiert am Wasserbehälter, wie zum Beispiel wir können den Rehbirschbehälter, der ist exploitiert vom LCS gesehen, und auch da ein rezenter Behälter, der war gemacht beim Kloster, für das Stockage von Grundwasser und Trinkwasser zu machen. Nur dem Stockage von Trinkwasser und Wasserbehälter ist das verteilt an die Leitungen bis der Grund. Und jetzt sind verschiedene Möglichkeiten für das Grundwasser zu fassen. Für die wir können den natürlichen Austritt vom Grundwasser fassen, das sind die Quellen. Und wir können auch Loch am Boden machen, bis ein besonders tief, und ein Pumpel am Grundwasser installieren für das Prélèvement von unseren Grundwasserressourcen. Alors, hier, wir können ein bisschen Zeit holen für die Quellen, ein bisschen besser kennenzulernen. Donc, das System ist immer dieselbe. Wir haben eine Resurgence von dem Grundwasser durch Quellen. Hier, wir sehen eine schöne Fissuren, wo es sind viel Wasser, die rausgeht von der Lützeburger entstehen. Das heißt, Hauptaquifer hier am Land, die erlaubt viel Grundwasser zu produzieren für Trinkwasser. Und wir können Wasser zu Leaf kollektieren an einer Chambre de Collecte, wie die könnt hier gesehen. Das ist auch ein Beispiel von einer schönen Quelle vom LCS, die es auch für Trinkwasser benutzen. Und rundherum die Chambre de Collecte, wo alle Wasser zu Leaf sind kollektiert. Wir können ein Haus, wie ein kleines Haus bauen, für den Access bei der Fassung zu limitieren und für den Schutz von Trinkwasser zu machen. Es ist auch plus minus ein selbe Prinzip für eine andere Trinkwasserfassung. Das sind die Bohrungen oder Pötzer. Das sind, donc, wie schon erklärt, Loch, das wir können an den Boden machen, bis ein besonders tief. Das kann 10 Meter, 20 Meter, 100 Meter, 200 Meter, ernst du mehr sind für eine gute Quantität, genug Quantität und gute Qualität Grundwasser zu fangen und zu prälevieren. Und die haben den Kopf von der Bohrung gesehen und die mussten überlegen, dass wir viel Tubage bis ein Dave von 110 Meter Dave, zum Beispiel, hier, dieses Beispiel. Und die können überlegen, dass wenn wir die Bohrung gemacht haben, wir haben viele verschiedene geologische Schichten treffen, bis ein besonders Dave für genug Grundwasser zu prälevieren. Und dasselbe Prinzip wie für die Quelle. Wir haben auch kleine Häuser gemacht, für die ganze Rundherum zu schützen und für die Trinkwasserfassungen für den mutwilligen Schutz auch zu schützen. Die Wichtigkeit von unserem Grundwasser kann nicht sich bestreiten. Wie Madame Minister hat gesagt, mehr wie Hälfte von unserem Trinkwasser kommen von unserem Grundwasser. Die Importanz ist wirklich wichtig. Und donc, von ungefähr 4 à 40 Millionen Kubikmeter, die sind verteilt hier am Land. Das sind mehr als 55% von dem Trinkwasser, die kommen von unserem Grundwasser. Ungefähr 250 Trinkwasserfassungen sind exploitiert von 53 Gemeinden und 5 Syndikaten rundherum das Land. Und wir sehen wirklich eine Repartition von der Trinkwasserfassung hier, die ist nicht homogen. Wir sehen wirklich, dass wir viele Quellen, viele Trinkwasserfassungen in dieser Gegend. Und das ist eine Gegend, wo wir finden, die Lützeburger entstehen als Hauptaquifer, die als für Trinkwasser benutzen, hier.
Und das sind ungefähr 73.000 Kubikmeter pro Tag, die sind produziert. Die kommen vom Grundwasser. Und das weiß wirklich die Wichtigkeit von unseren Grundwasserressourcen nach Kehr. Und was auch wichtig ist, dass das Trinkwasser muss proper sein und muss streng Normen respektieren, für keine Gefahr für unsere menschliche Gesundheit zu sein. Und hier, plötzlich, die Gemeinde machen eine Kontrolle, der ist wirklich viel, der ist frequent, viele Parameter sind geguckt, regelmäßig, für gutes Trinkwasser hier zu assurieren. Donc, das Trinkwasser muss proper sein und respektieren wirklich strenge Normen. Und die Gemeinde haben viel investiert, für immer und allzeit ihr proper Trinkwasser zu liefern. Es ist auch der Fall vom LCS. Hi, der wird uns willkommen. Merci noch einmal beim LCS. Und der LCS wird einmal an den Dachsen machen, über was sie machen und par rapport wie viel Efforten sie haben gemacht, für nachher proper Trinkwasser zu liefern. Ich schlosse das Wort beim Frank. Merci Magali, eine schöne gute Mittag alle von mir. Wir haben einen Ausblick über das ganze Land geguckt. Wir fokussieren uns mehr auf die ganze Infrastruktur vom SES. Hier ist es so, dass wir als SES die Chance haben, effektiv viele Quellen am Lützburger Sandstein zu haben. Es sind da insgesamt 63 Quellfassungen, die wir exploitieren an 3 Bohrungen. Der SES verdeelt eng 43.000 Meter Kub en moyenne, das wird moyenne von 2021. Wir auch hier dasselbe Bild wie für Duden landesweit, also 50% kommen davon plus oder mehr vom Seebeis an, der Rest sind als Quellefassungen. Das möchte insgesamt pro Jahr 15 Millionen Meter Kub. Das ist schon ein bisschen, wenn der schematisch guckt, haben wir als 2 große Pumpestationen, also hier ist wo wir sitzen, zu Kersch. Du hast Dondel, die kleinen runden Punkte, das sollen als Quelle schematisch durchstellen. Die roten kleinen Dreiecke sind zwischen Pumpstationen, wenn die Gravität nicht bis dahin erlebt. Und die 2 Plätze gehen mit einem Hauptstrang auf einen Heißbehälter Rehbirsch, und von da geht das alles verdeelt. Allerdings könnt du eben Seebeisleitung dabei, das heißt Eiswasser geht am Seebeiswasser vermischt, für eben die 43.000 Meter Kub am ganzen Land zu verdelen. Wichtig ist noch zu wissen, da sieht überall so Behälter, also als Verdelung, SES Schnittstelle zu der Gemeinde hält 4 Behälter ab. Dünner als der Behälter an der Reso lokal von der Gemeinde, die natürlich auch hier, das hat Magali auch schon gesagt, hier ganze Kontrolle von der Qualität machen. Dann hat die ganze Sache natürlich auch einen Kostenpunkt, für kurz zu sagen, dass man seit 2003 lang an der Restauration von den Quellefassungen über 25 Millionen Euro investiert haben. Der sieht jetzt, dass das als Quell Wickersloh, das direkt vis-à-vis von der Pumpestation, die ist ein bisschen spektakulär, weil ich schön die Kusche vom Lützburger Sandstein gesät und das Wasser, das trägt dann hier raus, respektiv ist nach einer Spezialsituation, weil doch artesisch von innen, ganz anders eine Mergelschicht, wo dann artesisch rumträgt. Das andere Beispiel, das ist eine Fassung Simmer Schmelzer, das ist ein bisschen wie unspektakulär, das ist ein Polypropylens Fertigelement, und da sieht du die 3 Elemente, das sind Horizontalbohrungen, die angestehen, rangehen an Wasser eben du an die Kuschen abfängt, für dann hier rauszukommen. Wie das nicht alle Quellewasser direkt dem Trinkwassernormen entspricht, haben wir natürlich nach Tretementsanlagen, da haben wir dann seit 2003 auch über 4 Millionen investiert. Als Beispiel, da sind wir als 3 Sitten, Dondelkersch an der Rehbirsch. Wir haben auf allen 3 Sitten haben wir natürlich eine Desinfektion mit Chlordioxid. Wir haben zusätzlich zu Dondel eine Ultrafiltration gesehen.
dass die Filtration die Bakterien und auch teilweise Viren können zurückhalten. Den anderen Problem, den wir auf Kulturpflanzen haben, das sind als Metaboliten mit Pestiziden. Du siehst an diesem Bild die 3 hellen Container, das sind Aktivkohlfiltern. Das ist der einzige Weg, wie wir die nach rauskriegen. Also, das will Ultrafiltration an ab diesem Sommer auch 3 Behälter mit Aktivkohl durchstehen. Hier zu Kirch als vielleicht noch ein spezielle Sache nehmen wir haben und plus ein Cytometer stehen. Das ist ein Gerät, das quasi online die lebensantidotischen Zellen muss. Für das ist gut, weil man dann relativ schnell können auf alles reagieren. Das ist alle Probleme, die man sich ummeldet, können direkt Mesuren in Kraft gehen. Für die Regelstrecke zu kommen, du hast noch etwas Spezielles. Wir haben da 2 Tiefbohrungen, die sind relativ eisenhaltig und da haben wir eine Enteisungsanlage zusätzlich, wenn wir das Wasser brauchen. Die Aktivkohle sind an der Hinsicht wichtig, dass man an der Spitze, wenn man viel Wasser brauchen, dass man da effektiv 7000 Meter Kub am Tag können zusätzlich holen, die man bislang nicht konnten. So, dann ist es natürlich wichtig, als Qualität aufrechtzuerhalten, das heißt, wir optimisieren als Assurancequalität permanent. Wir haben 2021 64.000 Parameter gemessen. Wenn wir Konformität gucken, das sind Werte, da kann man sich schon ein bisschen bretzen. Also Kirch 100%, Donteler Rebisch 99,9%. Das heißt, da komme schon die 0,1%, das sind zum Beispiel Sachen, wo den einen oder anderen Parameter liegt drüber, also wo dann direkt auch Mesuren der Graf gesehen für die Sachen antreiben zu kriegen. Wir haben auch durch die neue Direktive Trinkfässer, wo man mit streng Parameter, also mit streng Grenzwerte für verschiedene Parameter, an neue Parameter mit Grenzwerte dabei kriegt, wo wir aber können so, dass man die Haut schon anhalen, obwohl es recht ab 2026 obligatorisch ist. Dann als letzte Slide als interaktive Ausstellung, die sieht beim Rago just der Lehrgang. Ich wollte ich noch so, weil wir einfach ganz wichtig fanden, dass wir den Thema vom Wasser der Leute nur bringen, für auch eine Wertschätzung zu generieren, weil nicht mehr, wenn die Wertschätzung erkannt wird, als Spurgedanken auch dabei umsetzbar. Voilà, da gehe ich gut. Magali, merci. Wir gehen für uns mit qualitativen und quantitativen Zustand von unseren Grundwasserressourcen hier zu Lützeburg. Und für genug propert Grundwasser zu haben, nicht nur für Trinkwasserzwecke, sondern allgemein guten Zustand zu verfolgen, müssen wir den quantitativen und den qualitativen Aspekt kontrollieren und verifizieren, dass alles als andere. Der gute quantitativen Aspekt und der gute qualitativen Aspekt Zustand von den Grundwasserressourcen sind eine Obligation von europäischen Direktiven. Müssen wir das alles am guten Zustand haben. Grundwasser sind limitierte Ressourcen. Das ist nicht überall. Und die Quantität können wir nicht, egal wie, alles prälevieren, überall. Das ist nicht möglich. Die Wasserverwaltung muss regelmäßig Debien von Quellen an das Niveau von dem Grundwasser an verschiedenen Bohrungen. Hier die haben Beispiel von einer kleinen Bohrung, die wir können machen, die heißt Piezometern, dass wir können auf ein paar Plätzen machen, dass wir auf ein paar Plätzen gemacht, für justement das Niveau vom Grundwasser zu müssen, an der Evolution ein bisschen zu gucken, für sicher zu sehen, dass wir keine Verschlechterung von unseren quantitativen Ressourcen, Zustand von unseren Ressourcen. Die Wasserverwaltung, en plus von der Suivi von den Debien von Quellen, das Niveau von der Grundwasser, gibt auch Genehmigungen par rapport vom Wassergesetz, wo wir stellen Maximum Debien, das eine Person kann prälevieren. Alles als gemacht für keine Surexploitation
von unseren Ressourcen zu erleben. Der quantitative Aspekt von unserem Grundwasser ist immens wichtig, aber der qualitative auch, und müssen wir nicht vergessen. Und die qualitativen die Qualität von unserem Grundwasser ist nicht überall dasselbe. Und wir müssen eine Distinktion machen zwischen der natürlichen Qualität von unseren Grundwasserressourcen. Das heißt, das Grundwasser kann während einer besonderen Zeit durch ein Aquifer laufen und en fonction von der Natur vom Aquifer, en fonction von der Zeit, wie viel Zeit das Wasser wird gebraucht, für durch ein Aquifer zu laufen. Die Qualität wird nicht dieselbe sein, voilà, überall. Und wir müssen eine Distinktion machen zwischen der natürlichen Qualität von Grundwasser und auch der Qualität, der ist das Resultat von den menschlichen Aktivitäten. Weil menschliche Aktivitäten haben auch viel Impact, wie wir gesehen, über die Grundwasserqualität. Am Moment sind ungefähr 100 leider Trinkwasserfassungen, die sind außer Betrieb oder die sind seit ganz kurz nach Streck an Betrieb gehalten, nur der Umsetzung von Oberredungsanlage. Ich habe ein Beispiel von einer Oberredungsanlage von Stadt Lützeburg, die war installiert, justement für das Grundwasser zu trätieren, für proper Trinkwasser bei der Population zu liefern. Mehr wie 200 Trinkwasserfassungen sind an guter Qualität, glücklicherweise. Sie haben eine natürlich gute Qualität, die ist proper für Trinkwasser. Und wir können das ohne Probleme, ohne Denken, trinken am Grund. Aber wir müssen proaktiv sein, für den Schutz von unserem Grundwasser zu machen, für keine Verschlechterung für die Zukunft zu erleben. Im Moment sind 13.000 Kubikmeter pro Tag, die sind nicht mehr benutzen, aufgrund von Qualitätsproblemen, aufgrund von menschlichen Aktivitäten. Und das sind 13.000 Kubikmeter pro Tag, die können nicht mehr geliefert gehen für Trinkwasser, entspricht der Verbrauch von mehr als 65.000 Leuten. So, das ist nicht etwas Kleines, das Problem von Qualität und das Problem von Verknastung, das wir können haben hier am Land aufgrund von den menschlichen Aktivitäten. Ja, so wie gesagt, menschliche Aktivitäten sind wirklich eine große Gefahr für unsere Ressourcen, besonders Landwirtschaftsaktivitäten. Die können gesehen im Schema ein kleines Beispiel von Hakelana, wo es sind ein paar Substanzen, die sind gespritzt für die Kulturen und die Pestizide oder die Düngung, die sie benutzen am Hakeland, wird durch den Boden versickern bis an die Grundwasserfassung, und nur durch Jahre, Jahrzehnten, haben so nach mehr lange Zeit, es wird an die Trinkwasserfassung gehen. Und die Vitesse vom Transit von der Substanz durch das Grundwasser Leder durch den Boden wird dependent sein von den Charakteristiken von der Substanz, von der Permeabilität, der Deck von der geologischen Schichten und von der Präsenz an Dünnswell von Fissuren, zum Beispiel am Boden. Mais ein Aquifer wird fissuriert sein, mais sehr kann eine Substanz durch den Boden gehen. Wir haben ein Beispiel von einem Problem, das wir haben auf ein paar Plätzen hier am Land. Das sind Nitratenkonzentrationen, die wir finden mit hoher Konzentration am Grundwasser. Weil die haben ein Bild von einer Düngung, die kann gemacht gehen, organische Düngung, die kann ausbringt gehen an Ackerländer. Und die Konzentration vom Nitrat resultiert von justement der Düngung, der Pif, der Möst, der mineralischen Dünger, der organischen Düngung, die sie benutzen am Ackerländer. Und die hat Beispiel von den Quellen an Trinkwasserfassungen. Und wir gesehen zum Beispiel hier, dass die Limite de Potabilität ist bei 50 mg pro Liter. Die Limite de Potabilität ist reglementiert hier am Land.
an wir gesehen die Konzentration vom Grundwasser an de Fassungen der als méhéich wie de limite de potabilité mat Konzentration de kann méhéich wie 70 mg pro Liter sinn. An wat sinn Beispiele vum Situation dat mir hunn an de impliziert, dat mir können net méi dessen Dreckwasserfassung benutzen fir Trinkwasser. An mir mussssen de post machen fir eng Verbesserung zu hunn, fir dat nachkehr a Betrieb fir Trinkwasser benutzt zu gin. Leider mir har de Fall fir Pestiziden. Wir hunn auch viel Probleme mat Degradationsproduen, dat mir können fannen mat heech Konzentrationen am Grundwasser op viel Platzen hai op Lützeburg. An de Degradationsproduen, die sind fond am Grundwasser, sind de Resultat vum Herbizid besonders, die sind benutzen am Makalenne. Herbizid, die sind benutzen für Maiskultur, Rapskultur, Cerealienkultur. An hai hu mir ein Beispiel vum de Konzentration vum Methazachlor ESA, die war gemoss am Grundwasser zwischen 2014 an lo. An mi hunn de Konzentration mi hunn de Limite de Potabilität, der als reglementiert der bei 100 Nanogramm pro Liter. An mir gesinn, dat voilà, de Konzentration vum Methazachlor ESA evoluiert zwischen bësse méi wie 800 an méi wie 2000. Donc 20 mal méi héich wie de Limite de Potabilité der as bei 100 Nanogramm pro Liter. Und dat sinn sa, dat mir können observieren op e paar Plätzen hai op Lützeburg und dat erklärt fir wat vu mir soviel och Trinkwasserfassung, die sind net mehr exploitiert fir Trinkwasser. Methazachlor as eng Degradationsproduit, de as de Resultat vun eng Herbizid, de as benutzen fir Rapskulturen. An mir gesinn, dat voilà, an 2015 de Substanz war verbieden an Schutzzonen. An mir gesinn, dat alors que et war trotzdem et war verbot an 2015, mir hunn nach eng Augmentation vun de Konzentration bis 2017 an Donno et braucht Zeit Jodsänkten hier, dat mir hunn wirklich eng Verbesserung an de Respekt nach enkeer vun de Trinkwasserlimiten an dat Donno kënne mir nëmmen Donno fir Trinkwasser benutzen. Und Madame Minister wird weiter gut für die Mesuren, die wir können machen für den Schutz von Mais Grundwasserressourcen. Merci. Magali, das weiß ganz genau am Trinkwasserbereich, also so, wenn ich heute eine Decision, weil am Methazachlor, Methazachlor, zwei Produkte, die einen am Mais, den anderen am Raps, Hummerholz, ganz stark angeschränkt, genauso wie lorezenterweise auch Glyphosat. Das heißt aber nicht, dass man nur ein Resultat von Wasser braucht eine ganze Zeit, bis es sich erhält. Und dafür ist es auch wichtig, dass man Decisionen hält, aber die kommen recht nur einer ganzer Zeit zur Wirkung am Wasserbereich. Das ist eine ganz wichtige Message, weil ganz oft gehen wir von Gemeinden, wo wir Schutzzonen vierstellig gehen, kriegen wir gesagt, ja, ab wie wissen wir dann, dass normal alles in der Reihe ist. Aber ja, das braucht seine Zeit. Und du brauchst nicht nur die Umstellung mit allen Akteuren am Terrain, du brauchst eben auch eine gute Kader, wo ganz klar bewusst ist, wo schützen wir was. Und dafür brauchen wir an sich alle einzelnen Schutzzonen, mit seinen einzelnen Spezifizitäten, da haben wir auch an sich ein Schema, das immer selbst appliziert wird, direkt bei der Quelle. Du hast Schutzzone 1, da will man das gut nicht tragen, weil du ist also extrem sensibel. Ein Stück mehr weit, 50 Jahreslinien, haben wir Schutzzone 2, das ist die Limit, ab da kann es eben kein den Kauflapp oder so, ich glaube, aber kann eben durch das Wasser 50 Degen erwehrs, kann es kein bakterielles Problem mehr geben. Es hat einen direkten Effekt auf die Gesundheit der Leute. Und dann Zone 3, da können wir ein bisschen mehr lasch sehen, aber das ist die Zone, wo man wirklich gucken, wo Trips auf den Boden könnt, an das Land noch, an der Quelle, noch da muss eben Säuren machen, wie natürlich immer ein ganz unterschiedlicher
schärft, und dann haben wir einen letzten so, und das fängt kurz drauf an, so ein 2V1, das ist der, wo die Klüfte sind, Magali hat just von denen so Klüften, die sind ganz typisch für den Lützburger Sand stehen, und da ging es dann so direkt drauf gehen, und da muss ich natürlich auch besonders aufpassen, dass also ein Schema, den wir haben, aber wo man mittlerweile über das ganze Land auch so eine Protektion haben, an der kann den auch unter Kennzeichnung, ich sehe noch immer mehr, dass die Kennzeichnungen über das Land sind, für das die Leute, die irgendwo an eng Wasserschutzzone rafuhren, auch ganz klar wissen, hallo muss man besonders aufpassen, weil jeder kann helfen und Wasser schützen. Verschiedenes geht direkt evitiert. Direkt rund um ein Quell, und heute sieht da ein Beispiel Hai aus dem ACS, kann natürlich direkt beim Kapdash oder bei der Quell zinken Gemengehand, Gemengesyndikate aus, für das keine direkte Verknachtung kann sehen, und sie machen noch eine gute Gestion von den Sitten. Wo sie macht, wenn wir über das Land gucken, drin, man ja an sich 44 Reglement Grand Ducalen, 4 Schutzzonen sind gemacht, sie sind publiziert, und da fängt der best Terrain mit den landwirtschaftlichen Betrieben, mit den Gemengen an, mit allen Akteuren an. 8 Projekte sind en cours de procédure, mit einem Projekt, das die Schutzzone rund um den Stausee, das ist das größte Schutzzone, die ist nicht abgezählt, weil das ja ein Oberflächengewässer ist. Und dann haben wir noch ein 30 Dossier von neuen Zonen, die am Gange sind, erstalten sind, am Generellen, also so, dass die Gemengen ein Dossier erstellen, zusammen mit einem Büro d'études, die ganz genau Analyse vom Untergrund möchte, dass sie eben ganz genau kann delimitieren, wie groß die einzelnen Schutzzonen sind. Und die sieht, verschiedene von den Schutzzonen können, wenn man über die erweiterte Schutzzone, Schutzzone 3 schwätzen, die können schon substanziell sein, aber weil das auch immer mit Obligationen an Mesuren einhergeht, muss man da auch ganz sicher sein, dass das scientifisch gut ist, und dafür geht es auch mit Büroen von den Wasserfournisseuren, von den Gemengensyndikaten gedriven. Und was machen wir da mesuren? Rundherum natürlich schon ganz klar, wenn wir keine Pestizide, also der Wies zu Lützeburg aus, wir wollen weder Pestiziden noch hier Aufbauprodukte mit Tasachlor ESA aus dem Aufbauprodukt von Tasachlor, den aus ganz langer Zeit als Lützeburg nicht geguckt wird, weil weder Pestizide noch Herbiziden, also das wird als Gräser kaputt möchte, ran an das Wasser. Und wir müssen natürlich auch aufpassen, dass wir keine Auswaschungen haben. Nitratgruppen erwähnt, also wie viel gedüngt wird an diese Quellen. Wenn man will, dass wir heute vom ACS empfangen gehen, wollte ich auch noch kurz einkehren, also ich meine, heute schaffen wir vierbildlich, seit Juli 21 sind an sich alle Reglements Protokolle für Kapdagen en vigueur. Das heißt, die hat die erste ganz große Aufgabe, die Ausweisung schon von der Schutzzonen, kleiner Appell, wahrscheinlich wird die Presse das schon oft hören, wir hatten 2013, 14 hatten wir eine Schutzzone, die en vigueur war, an der Equipe, an der Verwaltungen, zusammen mit den Gemengen, zusammen mit einem ACS, in diesem Fall auch, und formidabel Arbeit gelegt, weil wir werden natürlich auch alle gut dafür stellen auf dem Terrain. Und da stößt immer ein ganz jetzt Arbeitstand drin, für die Grenzen zu ziehen. Und natürlich aber auch ein ganz jetzt Arbeitstand für die Leute zu überzeugen, für mit auf den Weg von einem proaktiven Trinkwasserschutz zu gehen. Und dann ein Mesureprogramm aufzustellen, das ist nämlich die Aufgabe, die könnt direkt nur der Ausweisung von an sich Gemengen 2 Jahre Zeit oder Syndikator 2 Jahre Zeit für ein Mesurenprogramm zu finalisieren, an Verwaltung zusammen mit den Verwaltungen aus dem landwirtschaftlichen Bereich hat so eine Art Förderfibel aufgestellt gehabt. Da können sich die Einzelsyndikator, die Einzelmesuren, die auf sie zutreffen, hängt nämlich davon auf, hat den eng Wirtschaft mit dran, hat den nicht landwirtschaftliche Betriebe, mit denen er schafft, hat den auch vielleicht eine Ökonomiezone mit dran. Das heißt, das Wasser guckt ja heute nicht, als du eine Wirtschaft, also laufen nicht du auch nicht. Das heißt, die hat wahrscheinlich ganz viele Mesuren, wo du auch die eine oder andere Wirtschaft mit dran hat, an die Mesureprogramme gehen dann erstellt, für zusammen mit den Akteuren um Terrain zu schaffen. Dann gouf diesen Summer an sich eine erweiterte Kollaboration gemacht. Da könnten ich mit Akteure vom ACS natürlich noch viel besser erzählen. Hier an dem Eistall
wo an sich an der sieht dass die Einzeladministrationen Gemengen zu summen man Syndikat schaffen für eben die Wasserschutz auch Terra umzusetzen an die gesieht man nicht wenig Hausaufgaben zu machen, weil am total schätzen wir von 7000 Hektar dürfen sind der 3000 also man sind darüber auch Agrarland der Tisch muss sie ganz spezifisch mit allen Akteuren gucken wie begleden man sie für das sie konkret den Wasserschutz herstellen. Paar Beispiele weil von Gun schwngen die Vektoren noch Pionier die immer von gesucht kann wir gucken dass man dort zu Summe schaffen der da ist schon echt Resultate vier gestaltt weil die heute machen und Alternativen Behandlungsmethode sie wird mechanisch Behandlung sie wird aber auch alternativ produzieren zum Beispiel den Miscanthus, den Hanf, den Leinöl, den dann an Farben mat geht der Tisch die Hut he direkt auch am Geest von der Kreislaufwirtschaft an Hand geholt, sodass er auch Positives zu erzählen hat wie von einer Landwirtschaft die natürlich wann auf der einen Seite seht benutzt man der Mittel dann muss ich noch auf der anderen Seite so wie man das an du helfen Syndikator immer anzusummen mit der Landwirtschaft mir natürlich auch im nationale Plan Gesetzgebung so gemacht dass auch Landwirtschaft eligibel ist vier mesure bezahlt zu kreen als Mensch auch eine Information die für Press wichtig ist dadurch das mit Wassergesetz geändert hun 2016 waren die Diskussionen an der Chambre 2016 also möglich ging dass die Landwirtschaft auch eligibel als vier Hilfen am Moment Schwarzmado von rund 2 Millionen am Jahr die an Mesureprogramme fließen vier gesehen also demnächst 4 Millionen auszugehen an den Deckel den aus bei 8 Millionen den wir können vier ein proaktiv Trinkwasserschutz heute zu Lützeburg am Jahr ausgehen spezifisch für mesuren Programme Tisch do können auch nach Syndikate und Gemengen nach mehr ausreizen weil an dem Pot auch nach Geld und das ist auch viel gesehen wenn man einfach so das mehr günstig präventiv zu schaffen das viel für allgemein günstig präventive Wasserschutz zu machen wie wollen wir Herr muss noch bereden weil dat sie kachten den Frank Ferson hatte ich gewissen du muss ganz groß infrastrukturell dann neue Sache planen und das eine dauerhaft Abredung die kann dauerhaft Energie sie kann dauerhaft Material und dafür also immens wichtig dass man beim Trinkwasserschutz an den präventiven kommen und dann kann natürlich hat ganz einfache Gesten auch etwas machen für Wasser zu schützen oder zu spuren Wasser zu schützen oder Spuren ich habe für Druck von 3 große Piste geschwert das zum Beispiel Wasserspuren am Alldach kann in einen Dusch am Platz ein Bitten hüllen kann ihn zum Beispiel Wasser zu machen wann ihn sein Handwäscht mit kann ihn aber auch zum Beispiel 14 Netzen kann ich Rehwasser holen oder kann ihn einfach Wasser ersetzen soll man mal Trinkwasser ein Auto waschen da geht es mehr clever über Zeit wenn man als Infrastrukturen so machen dass man können auf Alternativen zugreifen dass man die auch gezielt fördern und dann wird auch jeder natürlich selber Möglichkeit zum Beispiel bei sich ohne Pestiziden schaffen Gemenge schaffen auf öffentliche Plätze weil ohne Pestiziden der Staat verlohnt Parzellen immer von den neue beigemerkt so man auch wir wollen ohne Pestiziden schaffen mit der Zahlwicht gilt auch an dem sie die richtige Notbar am Gerd wählt beim Gemix der Zahlwicht gilt auch an dem sie Alternativen ausprobiert die auch schon als Großeltern da auch kann tun und dann nicht zuletzt kann ich natürlich auch schwer machen von den Ackerfe geht von den selber Kegert wird an ob gemäß an Obstreckgreifen die lokal aber auch ohne Pestiziden hier gestaltt dürfen haben hin ein ganz Initiativ zusammen mit ganz viele Partner an auch der Umweltberodung ohne Pestizide wo man weg schmatte Gemenge weg gezielt gucken kann promoviert gehen für eben und das wird alles nicht mit Umweltschutz insgesamt dem wir von allem auch mal den Schutz von der Gewässerwelt den direkten Impact holt schützende Gewässer bis fort vom Trinkwasser Schutz last Themefeld
wenn wir als Quellen gut schützen, und als Grundwasser gut schützen, ein Teil von, es gehen Oppequellen, Kalktuchquellen, am Müller dann zum Beispiel, also Bild, weil die ganz oft gesagt, gehen aber eben auch das, was man nicht trinken, das lebt ja an als Gewässer. Wenn wir gute Quellenschutz machen, wenn wir gute Grundwasserschutz machen, dann verbessern wir auch noch den Zustand von unseren Gewässer, von unseren Oberflächengewässer. Und dafür ganz kurz nach dem Ausblick, wir sehen gerade an der Finalisation von unserer Konsultation du Public, von unserem dritten Wassergestionsplan, Wasserbewirtschaftungsplan. Da gucken wir 92 Avien ran. Wir hatten ganz viel Resonanz seitens der Gemengen, innersinnliche Gemengen, die als Apps geschrieben haben. Das war wirklich exceptionell viel. Das war wahrscheinlich auch, weil die Verwaltung zusammen mit vielen Akteuren eben viel Videokonferenzen gemacht haben. Auch 5 Syndikaten haben das geschrieben. Bei den Privatpersonen waren das just 4 mehr. Und das ist immens wichtig, dass bis den 9. April kann dann noch etwas rangeschickt gehen zur Konsultation von der Umweltprüfung von dem Plan. Aber wenn man den bis finalisiert und dann haben wir eine Arbeitsbasis 4 bis 2027 als Gewässer an einen guten Zustand. Das wird dann die Basis von allen Aktionen. Aber wenn man sich das Dokument anguckt, dann seht ihr auch, dass da wirklich Berg für Berg Mesurekatalogen 5, Gewässer für Gewässer Mesurekatalogen 5, 4 eben eine gute Gestion. Wir haben auch viel Feedback gehabt auf unseren zweiten Heichwassergestionsplan. Wir sind nämlich im Wasserbereich im Moment umgegangen, ganz viele die neue Dokumente zu machen, sind schon einmal durch die Regierungsrat, dann gehen sie an die Konsultation, teilweise an Details als auch etwas, wo wir gerade an der Finalisation sehen, Heichwasser, weil das Sommer wirklich ein großes Thema ist, sodass wir auch dort gucken, den nächsten Schritt zu machen. Für den Sommer, weil die ganze Wassergestion, die hängt ganz eng zusammen. Wenn wir über Heichwasserprävention schwätzen, an einem gewässeren Zustand von den Gewässern, dann ist es oft eine Mesure, die auf ganz viele Plätze wirkt. Wenn wir über den dritten Bewirtschaftungsplan schwätzen, Renaturierungen zum Beispiel, also dürfen wir bacheren Platz lassen oder flüsseren Platz lassen, sind auch oft gut Pufferzonen für den Heichwasserschutz zu schützen. Und da werden wir einfach die 2 großen Instrumente, den Heichwasserrisikomanagementplan, den auch bis 27 geht, an den Bewirtschaftungsplan Rhein-Neckar mit durch. Bei der Konklusion, da könnte ich denken, Wasser ist einfach eine Ressource, die wir brauchen, die lebenswichtig ist. 50% heute zu Lützeburg kommen vom Grundwasser, was heute Hauptthema von dieser Präsentation war. Und wir alle Guten können am Alltag Geste machen, für das Wasser zu schützen und für die nächsten Generationen einen guten Start zu gehen. Und darauf